geschlafen. Ja, ich bin in Krankenstand, ja, so ist, ja, genau. Nein, ich bin ein Bettlägerig, ich habe kein Fieber mehr, aber ich kann es auch noch ausstrecken, ja. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Das letzte Mal in Krankenstand war ich vor 2 Jahren. Bei uns gehen die 30-jährigen jungen Rotzen wegen jeden Scheiß, ja, in Stand, ja. Früher fahren sie ins AKH, am liebsten hätten sie gleich guten, ja, 3-4 Wochen verbringen und dann nachträglich, nach dem Spitalsaufenthalt dann 5 Wochen daheim bleiben und dann müssen sie sich streichen, wenn der Arzt oder die Ärztin feststellt, dass er ein Schaß zwickt, ne, das ist ja wurscht, egal. Was die kennen, kann ich auch unsere 30-jährigen Fabriksbrüder oder 25 in 3-4 Monaten wegen Burnout, weil sie ausgebrannt sind, weil sie wahrscheinlich zu wenig Prämie kassieren oder zu wenig Zuwachs, zu wenige Sonderzahlungen, ja, gehen sie dann aus psychischen Erschöpfungsgründen, ja, gehen sie dann komplett ausgebrannt und gehen dann 3-4 Monate in Krankenstand, das ist auch nicht da, ne? Aber ich, ein alter Trottel, alter Oberhacke, ja, der ist richtig, der ist ein Bordel, der ist ein Festbeiderpudel. Kreuzweis können sie mit Arsch leiten, die ganze scheiß Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Lagerleiter, Arschleiter, Rotzenleiter, Verschissene. Nein, keine Tinte mehr, aber so rede ich was leichter. So ist er vorbereitet. Hören Sie das? Hören Sie den wunderbaren Klang oder das Geräusch der Espressomaschine? Ja, gestern habe ich so die gesoffen, vorgestern, das geht mir mal schwarz im Magen aus. Da schmeckt mir das Bier noch gar nicht, das geht auch schießen. Ne? So ist es nicht anders. Ja, halt auch cool. Wenn nicht, dass das drauf geht. Und dann brauche ich nicht mehr anschauen lassen. Vom Arzt. Ah, das war. Das seht ihr nicht, aber. Das ist ja irgendwie, gell, ein geheimnisvolles Geräusch. Jetzt muss ich das ganz vorsichtig einrichten, wie der Topfhandschuh, so, da ist der Handschuh da, ne? Da ist der Handschuh, ne? Aber da hast du wieder kein Gefühl, wenn du da reingreifst, ne? Da kommst du so wie der Haltgelähmter, ne? Also da wie ein Roboter aus den 50er Jahren, die 1950er Jahre, wie sie so gegangen sind, ne? Aber trotzdem, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ganz wirklich zeigen, das ist ein eigenes Ritual, mein Ritual, mein Morgenritual, auch am Wochenende. Beziehungsweise ganz Tag früh, wenn ich hakeln gehe, hol mir keinen Kaffee, das saufen hol mir bei so einem U-Bahn-Becken, wurscht. Nicht so weit das eine, seht ihr das? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ah, die Saufahrt mit einem zweiten, dritten Spur, die Hure. Vorsichtig ab, schau. Dann setze ich die Tasse ab, die Espresso-Kanne wieder auf den Gasherd, auf die Gasherdplatten, so, und jetzt warten wir mal. Topfhandschuhe, tschüss. Jetzt kommt ein bisschen eine Mühle rein, für die Gescheren sagen wir Mühle, ne? Eine Milch, wie die Wiener sagen, ne? Zucker habe ich schon reingegeben, ne? Das ist interessant, gell? Jedenfalls, wir können es am Arsch halten. Ein jahrzehntelang geschafft hat, in den Regale Urwald, Eisenstangen rausgezahlt, weiß nicht, Holz gelumpert, vertraktet, herumzahlt, der Gabelstapler war hier, also dann die Huberagenten, die haben es uns gestohlen, von anderen Buden oder von Nachbarfirmen, das weiß ich was, ja, und alles, was das mit den Händen zahlen, alles, die Eisenstangen, die Eisenkisten, das Holz gelumpert, die scheiß Schwarzpaletten da, und jeder eine hat 25 Kilo, ne?